So, jetzt kommt eine schöne Ballade. Bei Balladen muss ich immer bei Jazzballaden an meinen alten Religionslehrer denken, der Herr Grassl. Der hat Jazz geliebt. Das war aber nicht das Erwähnenswerte, sondern das Erwähnenswerte daran war der Sprachfehler des Herrn Grassl. Der hat nämlich S, SCH und Z nicht richtig aussprechen können und hat anstelle dieser 3 Laute immer gesagt Ksch. Deswegen hat er auch gesagt Gleich anstatt Jazz, ne? Gleich. Und deswegen hat er auch zu mir immer gesagt, Schmidt, du greisliger Gartenzwerg, willst du jetzt nicht sofort dein Pappen holst, dann der Batzel die. Du machst mich ganz wahnsinnig. Das war Mann um 2, beim nächsten Mal schnagelt's. Der Lieblingsspruch war dann auch in der Abiturzeitung gestanden, da war drin gestanden, wer quatscht, den quetscht sich, bis er quetscht. Er war auch recht ökonomisch, also irgendwie ein Sprachökonom, weil besonders interessant, wie ihr euch vorstellen könnt, wäre natürlich jetzt die Kombination aus einem S und einem P gewesen, ne? Also irgendwie... Hat er aber nicht gesagt, sondern zum Beispiel, also bei Beispiel natürlich, das war ja das treffende Wort, hat er gesagt, zum Beispiel. Hat er gut gelöst. Ja? Das war aber natürlich nicht sein ursprünglicher Sprachfehler. Der ursprüngliche Sprachfehler war ein ganz anderer. Er hat nämlich damals mit unserem Musiklehrer gewettet, dass er mit dem Fahrrad durch eine Torwand durchfährt, ja, durchs obere Loch. Er hat es aber bloß durchs untere geschafft. Und trotzdem hat es ihm bei der Aktion dann seine vorderen beiden Schneidezähne auslassen. Ja. Und dann ist er hinter der Torwand gegangen und hat gesagt, Scheiße. Und ja, dann ist er zum Kieferorthopäden gegangen. Der Kieferorthopäde hat dann da ein bisschen umeinander gedoktert. Dann war das weg dafür, war das da. Und das war damals kurz vor Weihnachten und uns hat dann natürlich wahnsinnig leid getan. Wir haben alle gesagt, der ist eine arme Sau. Und haben kurz vor Weihnachten dann mit unserem Musiklehrer dieses Stück, das gleich folgende, komponiert. Der Musiklehrer hat ein wahnsinnig schlechtes Gewissen gehabt, weil er die Torwand gezinkt hat. Weil man muss nicht alles verstehen, das macht nichts. Okay, wir haben ein Stück komponiert, das war sofort innerhalb kürzester Zeit Nummer 1 in der Schülerhitparade damals. Ihm selber hat es nicht so wahnsinnig gut gefallen, aber euch muss ich es jetzt ganz kurz vorspielen. Kurz vor Weihnachten war das damals. Sofort die Nummer 1. All I wish for Christmas is my 2 front teeth, my 2 front teeth, my 2 front teeth. All I wish for Christmas is my 2 front teeth, my 2 front teeth.